Guten Tag, ihr Leid. Und weiter geht's mit Eastshade. Wir sind mal wieder auf dem Weg zu der ruckligen Apotheke. Wir müssen ja mal nachfragen, wie es in der Apotheke so aussieht. Ob das was gebrungen hat, dass mir da das Zeitungsding arge hauhan, sag ich mal. So, guck mal da. Immer zuerst die Frau begrüßen. I haven't seen this many glowstones in Oh, sehr schön. years. Oh, you can never thank you enough for everything you've done to clear Kali's name. Sehr schön, da freue ich mich aber, dass es klappt. I hat. right Und du, ne? can't believe it! Business is booming already. We're truly grateful for all of your help. Here, take these glowstones. We made a big sale just for the morning eclipse. Danke. We're in the middle of our reopening and Das ist criminy, auch krass. what a turnout! Also zahlt ihr Finn nun zurück, oder? Of course, of course. Gut, Him and a few gut. others. Okay, sehr gut. Ne, das ist Couldn't alles, have was done ich this so all wollte. without you. Oh, for great shade's sake, we got to unpack some of what Kaylin already packed up. My poor wife. Can't believe what I put her through. I hope I can make up for it all. Ja, Of course, you're welcome to my wares anytime at a discount. Moment, Discount? Na, da wäre ich aber hellhörig. Dann gucken wir mal, was er hat. Heißt Version der Hydra-Distel. Er behauptet, sie sei völlig schwarzdistelfrei. Das behauptet er nicht nur, das ist er auch wirklich. Ich kaufe mal Mod 2. So, alles klar, Dankeschön. Die ist schwarzdistelfrei. Wir haben sie nämlich testen gelassen. So, okay, das war das. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir aus diesem Geruckel hier rauskommen. Kann nicht mehr lang dauern. Moment. Sind das Frösche? Oder Fische? So, pass auf. Ich habe gelernt zu angeln. Und zwar ist es nämlich folgendermaßen. Moment, Angel. So. Haha. Also, pass auf. Ich habe nur gelesen im Internet, weil ich nicht wusste, wie man angelt. Es ist wohl so. Die kleine blaue Fisch, das ist das, was ich da jetzt gerade habe, die fangt man mit Pilze oder mit Eier als Köder. Die grüne Fisch, die fangt man mit blauem Fisch als Köder, was ich jetzt mache. So, jetzt pass auf. Und jetzt müssen wir warten, bis das Ding richtig untertaucht. So, guck. Grün, grün, grün. Jetzt müssen wir... Oh, Vorsicht. Auf die Schnur auch noch achten, ne? Haha, ein mittelgroßer grüner Fisch. Okay, sehr gut, das hat funktioniert. Oh, sorry. Wir sind hier immer noch im Ruckelgebiet. Sind wir gleich Haus, Moment. Noch ein bisschen. Da oben müssten wir... So, da sind wir aus dem Ruckelgebiet Haus. Sehr gut. Also, wir haben wieder 20 Uhr. Ich erkläre euch das jetzt noch mal kurz, was das jetzt eine Weile mit dem Angeln war. Und zwar ist es nämlich so. Du schmeißt die Angel ins Wasser, also du haltst halt, ich linke Maustaste, ich halte A-Knopf gedrückt, dann siehst du, wie der Kreis, wo es aufkommen soll. Dann musst du darauf achten. Es ist eigentlich wie bei Animal Crossing, ne? Du achtest auf die kleinen Nippel, blip, blip, die sind nicht rausziehen. Wann aber unter Wasser ist, also so richtig das Ding komplett unter Wasser, dann musst du, während es noch unter Wasser ist, der A-Knopf drücken. Und dann hast du ihn gehakt, sozusagen. Und dann musst du den A-Knopf gedrückt halten. Der A-Knopf ist gleich, wie gesagt, linke Maustaste. Für ihr Leute, die es mit Maus und Taste durchspielen, habe ich mich jetzt schon gleich verlaufen. Oh, komm, gehen wir gerade ohne rum. Und dann muss man auf die Farbe von der Schnur achten. Grün heißt, ja, kannst weiter gedrückt halten, Line inholen. Dann wird orange, heißt, oh, Vorsicht. Und bei rot heißt, oh, also da wird halt gelb, dann rot. So, nicht orange, gelb jetzt. Bei gelb heißt Vorsicht, bei rot heißt, oh, jetzt nimm ich weiter, ziehe und schreist da die Schnur. Also lässt du wieder ein bisschen den A-Knopf oder die Taste halt loslassen. So. Ah, warte mal. Wir waren ja noch genau bei der Frage. Jetzt geht es nämlich noch weiter, ne?
Und zwar mit dem grünen Fisch, den wir jetzt gefangen haben, können wir orangener Fisch fangen. Und der orangene Fisch, das müsste da der Oberfisch sein. Weißt du, was ich meine? Der, wo der Frado den Ring geklaut hat. Irgendwie, hopp, hat es gesagt. So, da guck. Also, orangene Fisch. Ja, das sind kleine blaue Grad. Die hat gesagt, orangene Fisch. Also so der große Großvater, da komme ich da nicht irgendwie vorbei. Ich hab den schon mal gesehen. Den orangene Fisch. Das ist so ein Schwarm halt, ne? Das sind so kleine blaue. Aber heuch, warum fangen wir keine kleine blaue? Kostet ja nichts, ne? Pass auf, Angel. So. Angel. Dann machen wir da ein Köderfisch machen, also. Dann zielen wir. Dahin. Na? Will nicht arbeiten. Schaut so, ne? Will nicht. Okay, das ist seltsam. Aber vielleicht wollten sie nicht. Komm mal her. So. Warst du falsch Köder oder was? So, ich guck mal, ob ich jetzt da. Das sind doch orangene Fisch. Das sehe ich doch von hier. Okay, alles klar. Jetzt kommt's drauf an, ihr Leid. Angel. Der da als Köder. Aber das muss jetzt halt sitzen, ne? So. Das war nix. Warum? Das war nix. Warum? So, 1, 2. Ah! Wohin ist er? Sinan? Da hinten ist er. Das ist er da hinten. Der riese Fisch. Ich sehe nicht da alles rum. Konzentration. Da kommt er. Innen, ne? Ab jetzt. Oh, ist das spannend hier. Ich mich nicht mehr in. Der muss doch irgendwann mal richtig grad zuzeln, Kollege. Ja, das Internet hat auch gesagt, man muss nicht jedes Mal ein neuer Köder dran machen. So, jetzt habe ich dich. Die Schnur. Ah, die Schnur gebe. So, ziemlich großer Fisch gefangen. Geht das jetzt noch immer? Ja, aber das war er, glaube ich, nicht, ne? Ausrüstung. Kann ich jetzt noch irgendwie was dran machen? Ne, was ist denn das? Es sagt voll Geld. Grumbiere. Ah. Okay. Moment, ich gehe jetzt mal zu der Frado hin und frommo, ob das der Fisch ist, den er so gemeint hat. Aber ne, wir haben ja einer gesehen, der hat so Krone oder sowas aufgehabt. Ich glaube, das ist der, was gemeint hat. That old Pops, he's a-coming for you. Ja, ist das Oh, ring der? traveler, hop to it. I'm counting on you to set things right in the sea. Okay, okay. Ist ja gut, ich hab's verstanden. So. Und das vielleicht grüne Fisch, was auch. Wir probieren es doch noch mal. Ich will jetzt aber auch nicht so viel angeln, ne? So, wir machen da mal ein Ei dran. So. Zack. Es scheint nicht das zu sein, was ich wolle. Okay, dann machen wir das anders da. Angel. Dann machen wir ein Fusch dran. Interessiert euch das? Nö, die haben halt einfach keinen Bock. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So. Nächste Stufe. Wie viel Uhr haben wir? 20 Uhr. Holla die Waldfee. Wir gehen jetzt rund 2
Ballonfahrer, haben wir ja gesagt, ne? Ich würde gerne wieder auf den Weg drauf kommen, dass ich weiß, wo ich bin. Ja, so, Ballonfahrer, geh mal. So, und zu der Eule habe ich auch ein bisschen was noch gelesen, ne? Und zwar muss ich das komische Hufeisen-Ding, was da hinten ist, wo ich mich immer gefragt habe, was das sein soll. Ja, da muss ich halt fotografieren, wann die Sonne hinter dem Mond ist, oder wann die Sonne zugedeckt ist, wie wir ja gelernt haben. Dann muss ich das fotografieren, genau da durch. Ja, das, ja, ne? Wenn, was sind das, Fledermaus? Ne, Schmetterlinge. Ich meine, ja, hätte ich halt irgendwann wahrscheinlich sowieso gemacht, aber ja, komm, ein bisschen besser hätten wir es schon beschreiben können. So ist es so nicht. Also so, Pilze, her mit. Brauche ich ja. Ah ja, komm, ich kann ein bisschen querfeld inrennen. Da gibt es vielleicht noch ein paar Pilze. Zum Beispiel da oben. Ah ja. Ah ja, ich nehme mich auch mit. So, jetzt muss ich gucken, wo der Ballon ist. Da oben, ja. Alles klar, bin ich mal richtig weg. Ein dicker Juppe, also ein Mandel heißt das ja. Hopp, komm her. Ein Mandel haben wir ja auch. Also an. Nicht a, also nicht auch, sondern an. Mandel haben wir an. Und jetzt gehen wir mal Runddrehs machen. Der knarzt. So, Well, traveler, bereit für den Flug? You ready Ja. that's the spirit. Hop in, pal. Okay, auf geht's. Gehst du vor oder was? Nimm ich mich mit, gell? So. Ja, hätte schon welches zumachen können, Mann. Mir ist ja eh nicht so. Also, ich bin mit dem Hubschrauber geflogen. Nicht, weil ich krank war, sondern da stand halt der Hubschrauber rum, da war irgendwie Dorffest oder so und dann hier, komm auf, guckst du in den Hubschrauber. Fliege mal ein bisschen im Hubschrauber, ne? Habe ich gemacht. Und festgestellt, ja, ganz geheier ist mir das nicht, aber ich habe jetzt nicht direkt Flugangst oder so. Oh, da kannst du dann. Was ist denn das da hinten? Und das war so das Nachbardorf, Wäsche. War voll cool. Soweit. Das Problem ist halt, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, ne? Ich wohne in der Palz. Sprich im Pelzerwald. Und da habe ich gedacht, oh geil, da kann ich mal gucken, wie mein Dörfchen von oben aussieht, wo ich wohne. Jetzt wohne wir aber unten im Tal. Und als er dann hochgeflogen ist, hast du nichts mehr erkannt. Ja, das sieht man über Google Earth oder Google Maps oder sowas, wenn du auf Satellitenbild halt gehst, fällt dir das auch auf. Ihr Leid, unser verkacktes Dorf bleibt komplett im Wald, du hast nichts gesehen. Da es halt auch noch im Tal ist und drumherum ja überall, was ist das? Und drumherum ja überall Bäume und sowas, du hast halt nur Bäume gesehen, das ist so krass gewesen. Und dann so ungefähr geschätzt, ja okay, da ist die Straße, da geht sie hier, alles klar, da müsste es hin dann ungefähr so, aber das war schon richtig krass. Lande mal jetzt schon? Also so Hubschrauber fliehen, ne, kann ich nur empfehlen. War schön. Ich weiß nicht, hat irgendwie 30 € oder sowas pro Person gekostet. Aber ja, komm, ne, war schon in Ordnung, konnte man machen. Und gucke, dass wir pünktlich sind. Schon schmutzen die Hubschrauberfahrer. Ja, das war halt irgendwie, ne, der stand halt da, so, alles klar. Und da haben, ich weiß nicht, 4 Leute oder so noch hingepasst. Plus 2 Piloten oder ein Pilot, ich weiß gar nicht mehr. So. Golly, here we are. Moment. Even more spectacular than I always dreamed. Feel free to walk around and take in the sights. I'll take you back down when you're finished. Alles klar. Mach ich. So, ich soll vom höchsten Punkt vom Gipfel soll ich auch noch ein Bild machen für die Mutter. Was ist das da oben? Ja, wo waren wir dann? Ah ja, das war halt morgens um 10 oder um 11 war das. Es ging halt der ganze Ofen, der ganze da sozusagen. Und
Aber weil halt so viel Leute fliehen wollte und es halt immer nur 2 oder 4 Leute waren oder sowas, ne? Und wir haben halt Karte gehabt, war irgendwann oben und haben die gesagt, hey, es wird halt schon dunkel, es hat gar keinen Sinn. Aber mit ja, Karte bleibe, an der Neue Früh um 10, das war dann das Sonntag, um 10 oder um 11 war das dann, komm da vorbei und dann kann er rund fliehen. Alles klar, bezahlt haben. Hatte man ja schon, alles klar. Dann waren wir morgens um 11 halt da. Vor uns noch ein paar andere Leute eigentlich, die vor uns dran gewesen wären. Das Problem war halt, wie sich das gehört, sonntags morgens um 11, da ist man in der Kirche, um 10 ist Kirche, ihr Leute, um 10 Uhr morgens. Und dann waren die nicht da, weil da war dann irgendwie so ein Dorffestgottesdienst, Gedönse, sowas. Highest Peak, ah ja, da bin ich. Und dann war da irgendwie so ein Dorffestgedönse. Und dann waren die halt einfach nicht da. Ne? Und dann durfte man zuerst dran gehen. Da sind wir vor denen dran gekommen, weil die halt noch lieber im Gottesdienst waren. Ich weiß auch nicht, wann die Termine von 10:30 Uhr, wieso man dann um 10 in die Kirche geht, weil man doch weiß, dass die Kirche immer eine Stunde mindestens geht, außer der Paare wie Lavere, dann dauert es auch länger. Aber ach Gott, es ist schon lange her, dass ich in die Kirche war. Ich hab's nicht so gemacht. Da war immer kalt. Ich habe als kleines Kind immer gedacht, so geht ja dann als der Klingelbeutel rum, ne? So ein Käppchen, wo du dann Geld hinschmeißen tust. Dann hast du dann von der Mutter irgendwie 50 Pfennig geredet und dann da schmeißt du hin und dann der Klingelbeutel halt, ne? Und ich habe immer gemeint, die sammle, damit sie die Heizung reparieren können. Als Kind, weißt du, so, hat mich die Mutter mitgeschleppt. Weil in der Kirche, da war es immer kalt. Es war immer kalt. Du hast immer da geguckt, nach kalt. Ich muss dazu sagen, eine katholische Kirche. Wahrscheinlich gehört es dazu, dass man hier da leidet und kein warm hat. Es war immer kalt in der Kirche. Es war so schlimm. Und ich habe halt wirklich gedacht, der Klingelbeutel ist dann, damit die Heizung repariert wird. Irgendwann habe ich dann halt mit meinem Vater gefroht. Mein Vater war übrigens evangelisch. Aus der Kirche ausgedreht, mit 16 schon, hat aber im katholischen Kirchenchor, in der Kirche halt da, im katholischen Kirchenchor gesungen. Interessant, naja, egal. Und hab dann halt mit meinem Vater gefragt, sag mal, haben die nicht schon genug Geld? Na, hat der Vater schon mal gelacht, weil, haben die nicht schon genug Geld? Das ist eine gute Frage immer bei einer Kirche. Und dann hat der Vater gelacht und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt müsste doch die Heizung so langsam wieder gehen. Und dann mein Vater guckt mich so an, hä? Und ich so, ah ja, die sammeln doch Geld. Ja. War die Heizung, weil es immer so kalt ist. Alter Schwede, da hat er so laut gelacht, der Vater. Er hat mir dann erklärt, dass die nicht für die Heizung sammeln, sondern... Ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber ich gehe mal davon aus, er hat mir nicht erklärt, das ist hier für die Fromme und sowas, weil die arme Kirche so viel Geld hat, sondern... weil die arme Kirche so wenig Geld hat, sondern... ne, mein Vater war nicht wirklich gläubig. Er war jetzt nicht irgendwie gegen die Kirche oder sowas, aber halt, ja, es war ihm schon klar... Die arm Kirche muss doch noch Geld in Zwacke, wo sie schon Kirchensteuer verlangt und sowas. So, ist ja egal, ihr Leid. Wir sind auf dem höchsten Punkt. Das heißt für uns Mutters letzte Wünsche. Riesigen Baum, Tiefmoorklippe, Baumhammer. Tiefmoorklippe haben wir nicht. Höchste Gipfel. Den höchsten Gipfel und die Aussicht vom Gemeindeturm in der großen Stadt, den haben wir noch nicht, so höchster Gipfel, da sind wir gerade. Und dann würde ich nämlich auch sagen, das kann ja jeder, das kann ja überall sein. Wir müssen da halt wirklich, kann ich da noch höher gehen? Nee, noch höher geht nicht. So. Ich würde halt so gern Mole da, weißt du, so. Oh, das ist schön. Ups. Ich tue da immer Hupse, ich will immer mit Y, X, Y ist es hier bei dem Controller. Will ich immer. So, da. Groß und breit. War die Mama. Das war's wohl nicht, was ich mole sollte. Ah, doch. Du hast einen von Mutters Lieblingsorten gemalt. Um es sicher zu halten, bewahre das Andenken im Gemäldemenü. Ja, jetzt versuch Gemäldemenü. Was ist denn das da? Also, da, zack. Das da. Mutters Bild gemalt. So, und dann kriegen wir, oh krass, guck mal, haben wir ordentlich. So, jetzt lass noch mal gucken. So, guck, da, jetzt haben wir 2.
Baumhammer? Ah, siehste. So, jetzt brauchen wir noch Windmühl, aber Windmühl muss ich sowieso molen. Und die gibt es wohl in der Tiefmoorklippe, haben sie gesagt, und vom obersten Turm. So, aber jetzt erst einmal hier wieder runtergehen. Wir haben jetzt genug gelästert über die Kirche. So, komm. Okay, ich habe jetzt gedacht, dass es da oben deutlich mehr zu entdecken gibt, weißt du, und nicht einfach nur, ja, das ist halt ein Berg, ne, Felsen, gehst du Berg drauf, kannst du runter gucken. Ja, aber ich weiß nicht, dass da noch irgendwie ein Gasthaus ist, ein paar Geiser, wo der Berg hoch und runter rennen vielleicht. Ich weiß nicht, gibt's da noch irgendwie was? Ne, ich komme doch gar nicht weiter hoch. Voilà. Ach, guck mal, da ist aber auch noch was. Da gibt es vielleicht auch noch was. Gucken. Jetzt gucken wir uns so natürlich noch um, ne? Ist klar. Hoppala. Oh, das ist eine heiße Quelle. Da ist eine heiße Quelle. So, und da soll ich jetzt halt Wasser holen. Sitzen. Plüm. Was macht du da mal plüm plüm? Ich suche jetzt eine heiße Quelle. So, jetzt pass auf. Ich habe das leere Fläschchen mit Wasser gefüllt. So. Okay. Ich habe doch aber schon gesessen. Alles klar. Heiße Quelle. Aber was hat die jetzt? Wo komme ich denn da wieder raus? Ne, ich will nicht mehr sitzen, danke. So. Habe ich jetzt halt nass? Habe ich jetzt halt nass? Ja, ich habe jetzt halt nass. So, jetzt pass auf. Ich bin schon wieder falsch. Kurz gucken. Na? Wir haben doch aber irgendwas Neues gekriegt. Guck mal, wir haben gar nicht mehr so viel. Ein bitterer Fisch. Großväterchen. Ehering am Finger. Fisch zurückzuholen. Okay, das Matwillos Rätsel. Die verschlossene Kiste. Tiefmoorklippe, ne? Das sieht man nicht. Das Lebenselixier. Jede der 5 Heilquellen. Ich habe jetzt Annie. Spitze von Nava. Sarah stellt mir ein Passierschein aus, wenn ich ihr dabei helfe, die Wahrheit über... Achso, ja, das hat mit dem dort zu tun. Die Dichtmasse sehen wir auch noch nicht. Fahndungsplakat. Verstehe ich auch nicht. Das hat wieder mit der Dichtmasse zu tun, glaube ich. Und der Wasserfuchs schnalle ich noch nicht. Der Architekt, Mutters letzte Wünsche. Okay. Soll ich nicht irgendwie ein Bild machen von hier irgendwie? Ach, keine Ahnung, es ist mir aber auch egal. Egal, so. Also da rechts waren wir schon. Jetzt gucke ich natürlich, ob man da links auch noch irgendwo hier kann. Guck mal, ein bisschen schneller hier. Hopp, auf. Wie gesagt, da waren wir schon. So, ich bin schon schnell. Das ist so rutschig, weißt du? So. So, scheint man nicht hier zu kennen. Ein bisschen komisch hier. So. Das war ein schönes Bild hier. Komm, das gibt ein schönes Screenshot hier. Oh, das erinnert irgendwie schon ein bisschen an den Invincible. Nur, dass es doch nicht blau war, sondern halt rot, gelb, orange. Ach ja, Invincible. Ah, geiles Spiel. Und ich habe Gronkh spielt im Moment oder hat's gespielt. Irgendwann so am 18. November und er hat jetzt aktuell gerade Let's Plays von sich hochladen, also wo er dann das Live-Ding gestückelt hat. Und ich stelle fest, ich persönlich finde, dass ich es besser gespielt habe als er, weil er sieht halt wirklich viel nicht, ne? Aber davor hat er ja dann den Chat, der nicht darauf hinweist, dass es da noch was zu sehen gibt. Und was mir halt aufgefallen ist, ich hab halt immer gedacht, ja, ich weiß, ich rede jetzt von einem ganz anderen Spiel, aber es ist erstmal egal. Invincible kann ich nur empfehlen, guck die Let's Plays von mir an natürlich, und dann noch keiner die von Gronkh gucken. Ich habe immer gemeint, dass du durch deine Entscheidungen nur so kleinere Dinger ändern kannst. Schwäche, geh mal jetzt links, geh mal rechts. Irgendwie sowas. Allerdings stelle ich fest, der arme Gronkh muss rumrennen mit dem kaputten Fernglas. Keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Na, das lassen wir mal stehen, ne? Dann hat er in einer Höhle komplett andere Gespräche gehabt. Also der halluziniert, der rennt durch eine Höhle durch und weil er vorher seinen Sauerstoff abgegeben hat er Sauerstoffmangel und halluziniert und stellt sich halt vor, dass da irgendwie einer von seine Astronautenkameraden da ist und ihm hilft sozusagen. Das hatte ich gar nicht.
ja, auch ich habe Gespräche gehabt, als ich dort drin war, aber ich habe halt mehr oder weniger so mit dem Captain, mit dem Pseudo-Captain geredet. Ich habe auch so ein bisschen halluziniert, aber einfach nur, weil ich halt ziemlich am Arsch war. Also die Spielfigur, die war halt ziemlich fertig mit ihrem Leben sowas und kurz vorm Sterben und hat deswegen Halluzinationen gekriegt und hat sich dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war es halt, dass er so ein bisschen Radioempfang hat, also Funk, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle, das war halt schon wirklich ein großer. Kann ich doch eigentlich molen? Huch, jetzt habe ich B gedrückt. Ja, sorry, jetzt geht's schneller. Sorry. Also mit B-Knopf geht's schneller. Alles klar. Ich wollte eigentlich das Ding aufmachen und habe gedacht, kann ich da jetzt halt molen Thanks von da again oben. for all your help. Ja. There's nothing so exciting as bringing people on a great adventure. Just let me know if you need another lift to the mountaintop, pal. Okay. So, siehste. So, 5:16 Uhr, gehen wir da. Ich würde sowieso sagen, wir gehen jetzt da zurück. Guck mal, wir gehen aber diesmal richtig zurück. Ey, ich hänge schon wieder am Baum fest. Wir gehen mal in die Stadt und wir schlafen uns mal rund aus. Wir haben schon so lang nicht mehr geschlafen. Ich glaube, wir machen jetzt schon die 4. da durch oder was. Und das kann einfach nicht gesund sein. Halt, da ist der Weg. Und deswegen gehen wir jetzt in die Stadt und lehnen uns da ins Bett. Genau. Geht die Musik genauso. Und lehnen uns da ins Bett und schlafen jetzt mal rund. Ich könnte vielleicht, ja, ich gehe nochmal beim Farbmann vorbei. Beim Farbmann? Bei meinem Auftraggeber sozusagen. Haben wir eigentlich irgendein Bild gemacht, wo wir was mit anfangen können? Sorry. Nee, haben wir nicht. Man kann ich das Bild nicht irgendwie einfach hinstellen, so, weißt du so? Was sagen, oh, das ist ein schönes Bild. Was bedeutet denn das da unten? Ach, guck mal, das sind die Aufträge. Ein natürlicher Bogen. Sternenhöhle haben wir jetzt Arkeni gefunden. Ich habe gedacht, wir finden da oben was. Windmühle und Tiefmoor-Ruine. Die finden wir alle in der Tiefmoor-Klippe. Wie komme ich denn da eigentlich hin? Moment. Also, da ist der Ballon, ne? Wo sind wir jetzt ungefähr? Sind wir das Rädchen da? Oder ist das einfach nahbar? Östlicher Turm. Falkehorst. Ah, das ist das Heisel oben. Lindow. Vom Rosa forscht. Ah, guck, da ist, ich brauche das Floß. Die Tiefmoorklippe sind da links oben, ne? In die westlichen Wälder, da ist die Apotheke. In die westlichen Wälder und dann an der Tiefmoorklippe waren wir noch nicht. So. Ich brauche also unbedingt die Dichtmasse, damit ich mal das Floß bauen kann. Aha. Und da davor, ich weiß nicht, brauche ich da den Ring von dem Fisch? So, wir gehen jetzt erstmal rund pennen, habe ich schon gesagt. Hoppala. Obwohl, na komm, wir sind jetzt 28 Minuten, haben wir jetzt, da gehen wir noch mal da aufs Türmchen. Und sagen, guck mal, wir haben das erste Wässerchen geholt. Sozusagen. Alter, krasse Frisur, ey. Echt jetzt? Junge, lass dich doch mal. Also, das ist der Turban. Guck mal, ja, der Afro. Der Affe hat der Afro. Ja, okay. So. Ja, das Spiel ist so schön gut, ne? Aber es kennt halt doch ein bisschen mehr Spielsinn und was erkläre. Das mit dem Angeln da halt zum Beispiel. Geschichte des Tees in Nava, haben wir noch nicht gelesen. Der blumige Duft der Teefelder ist eines der schönsten Kindheitserinnerungen jedes Navianers. Ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen jedes Navianers, auf den die ganze Stadt in der Regenzeit hinfiebert. Obwohl die meiste Landwirtschaft rund um Nava sich auf Erbsen spezialisiert, befindet sich das größte Teefeld der Insel in der die Stadt umgebenden Steppe. Okay. Einige der dort angebauten Pflanzen sind mittlerweile 55 Jahre alt. Jeder Bauer hat seine eigene Methode zur Trocknung der Pflanze und Mischung des Tees. Das einfachste Rezept für einen klassischen Eastshade-Tee besteht jedoch aus 3 verschiedenen Teesorten. Der Legende nach soll ein reicher Händler während einer Dürre in die Stadt angekommen sein. Egal. Anstatt den Händler mit einem einzelnen Becher voll dünner Brühe zu enttäuschen,
kombinierten die Bauern ihre Teeblätter und erfanden so einen unvergleichlichen Geschmack. Importierte Teesorten aus fremden Ländern brachten neue Geschmäcker und Sortenvielfalt auf den Markt. Das verzückt Teefreunde auf der ganzen Insel. So, haben wir doch noch ein Buch gefunden. Guck mal, das war doch aber nicht schon immer da, oder? Gibt's da? Oder ein Rosa-Buch? Aber nicht jedes Buch kann ich lesen. Welches ist... So, wir gehen immer da. Need something? Thema wählen. Die You Passierschein. know, it's so stupid. Ja, okay. And Nee, then das hatten wir schon. you Das are hatten wir. asking if- Sounds curious indeed. So, bis später. Kann man nur auf so große Bücher lesen? Oder ich weiß es nicht. Hallo? So. Ich gehe jetzt mal noch mal die Bücherschränke ab. Da habe ich schon letztens eins gefunden. Bei C. Huch, da sind gar keine Buchstaben drauf. Da. Das war wahrscheinlich das da, ne? Das erste Volk, ja. Ja, das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gehabt. Das haben wir sogar schon erledigt, ne? Wenn wir nämlich gut sind. So, da gab es da nicht weiter. Gab es nichts weiter. So, ich gehe jetzt schnell nuff. Und, wie gesagt, so, jetzt pass auf, diesmal bin ich nicht so dumm. Hoppala, Entschuldigung. Eieiei. Und geh doch direkt zu der da. Ne, warte mal. Ah ja, doch, da ist es. So, guck. Oh, it's going to be another late night. Ja, that's Quatsch, for guck mal, ich habe sure. ein bisschen was zu How's the bereden hot mit dir. spring sample collecting going? Probe sammle. Also, ich bin noch nicht fertig. Aber, da mache ich die dir gerade wieder zu. Ich wollte sagen, ich bin nicht fertig, aber gucke mal durch, ich hab schon einer. Aber nö, von die mir dann gar nicht in mir redet, weil ich schon nicht fertig bin, hat's halt Pech gehabt, so. Nämlich, hallo Ketzel, eine interessante Person. Und dies bitte ich auch zu respektieren. Ich habe keine Ahnung, was das gerade sollte. So. Latsch mal Ivo vorbei, ob es da was Neues gibt. Ne, die Hugo und Quatsche. So, also, dann würde ich sagen, ihr Leid, ich gehe jetzt halt ins Gasthaus, wann ich es finde. Und diesmal habe ich sogar ungefähre Ahnung, wo es ist. Ich gehe jetzt ins Gasthaus und lehne mich ins Bett bis so um 11. Aber dann beende ich aber hier die Folge. Guck mal, da ist wieder der mit geile Turban. So, da ist das Gasthaus. Und also bis um 11 Uhr mittags will ich schlafen, weißt du? So, guten Tag. Weil danach gehe ich dann das Foto machen. Na komm. Danach gehe ich dann das Foto machen. Oh, Mama C43. Rinsch schlafen. Danach gehe ich dann das Foto mit euch machen. Und der Sonne, die verdeckt ist, die ist um 12 Uhr verdeckt. Und dann gehen wir weiter zu dem Mattvilo, die jedes Ding will. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Okay. Vielleicht können wir da noch ein bisschen angeln, denn Ende Fisch da oder so. Aber, ihr Leid, das machen wir alles morgen. Morgen. Nur nicht heute. Sorry, ich muss gerade eine UNO gucken. Einen Akku gucken. Das machen wir alles morgen. Also, wie gesagt, ne? Morgen. Bildmole, Mattvilo gehe, noch ein bisschen angeln. Aller gut, dann Leid. Bis morgen dann. Tschö.